Ich freue mich, weil sie redet nicht von irgendeinem Buch, wo sie in der Bibliothek gefunden hat, wo sie cool findet. Das ist die Bibel, das ist Gottes Wort. Und Gottes Wort ist mächtig, genau. Elsbeth? Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich bin Elsbeth Wuttke aus Horgen und es ist für mich einfach so auch eine Ehre, in eurer Mitte zu sein. Und ja, ich trage viel auf dem Herzen. Wir sind ja in der Serie über Identität, Freiheit. Wir haben schon ganz viel gehört. Wer da voll mit dabei war, ich denke, du hast bestimmt auch Dinge erlebt. Und vielleicht hörst du heute Dinge das zweite, das dritte, das vierte Mal, das schadet nichts. Nimm es auf, iss es tut gut. Wer bin ich? Wer bist du? Wer sind wir? Das sind alles Fragen, die uns helfen, dass wir uns selber verstehen, einander verstehen und uns auch besser kennen und uns auch besser verstehen. Ich bin jetzt 42 Jahre verheiratet und ich kann euch sagen, es gibt heute noch Überraschungen an mir selber. Also die große Überraschung ist für mich vor weiß ich wie langer Zeit, dass ich in Zürich predige. Das war für mich auch so eine Überraschung. Überraschung mit meinem Mann, Überraschung mit meiner Familie. Und gerade weil ich mich mit dieser Frage beschäftigt habe, wer bin ich eigentlich, da habe ich gemerkt, das hat viel in meinem Leben verändert. Oder auch die Frage, wer ist mein Mann? Da legt man dann so Ansprüche als Frau zur Seite und denkt, aha, das macht mein Mann aus. Auch in der Gemeinde kennen wir doch das. Ich kenne Michael also ein bisschen. Das ist der Michael, das sind vielleicht seine Bedürfnisse. Und ich habe gemerkt, es ist so wichtig, dass ich weiß, wer ich bin und dass du weißt, wer du bist, weil das macht uns fähig, miteinander Beziehung zu leben. Das gehört einfach zusammen. Janet hat das auch so schön formuliert in ihrer Predigt. Und früher, als ich mich nicht so, ich habe einfach so drauf losgelebt, ich war sehr eine lebendige, junge Frau, ich habe sehr viel intuitiv gemacht. Oder dann ließ ich mich im Strom der Gruppe, in der ich mich gerade befand, einfach mitreißen. Oder, was ich dann später auch merkte, ich wurde oftmals auch fremdbestimmt. Und deshalb ist es so wichtig, dass du weißt, wer du bist. Auch, dass du weißt, wer ist deine Familie? Wer ist dein Gott? Wer bin ich darin? Und ich muss euch ehrlich sagen, all diese Fragen, die ich an Gott gestellt habe, wo ich Antworten suchte, Gott hat mir oftmals Dinge nicht beantwortet, wie ich mir das gewünscht habe. Gott hat mir auch Dinge nicht beantwortet und ich musste einfach sagen, ich muss es loslassen. Es ist einfach, wie es ist. Und deshalb heißt heute meine Predigt, stelle dir Fragen und besprich sie mit Jesus. Und ich habe ein spannendes Zitat gefunden. Ich habe vergessen aufzuschreiben, von wem es ist. Es tut mir leid, das müsste ich euch bringen, das ist einfach so. Gut, in den Evangelien werden Jesus 187 Fragen gestellt. Er beantwortete vielleicht 8 davon. Das würden wir als frech bezeichnen. Er selbst stellte 307. Also wir sehen ihn in einem ganz anderen Verhältnis. Vielleicht geht es beim Glauben nicht um Gewissheit, sondern darum zu lernen, sich in der Komplexität guter Fragen zurechtzufinden. Mich hat dieses Zitat echt beeindruckt. Auch das Verhalten von Jesus. Jesus verblüffte ja immer wieder die Jünger und die Pharisäer mit seinen Fragen, auch mit seinen Antworten. Das war einfach nicht Standard, das war nicht Gewohnheit. Und gerade damit holte er die Leute aus ihrer Gewohnheit und auch sie aus ihrem Blickwinkel, den sie hatten. Und deshalb erscheint es mir so wichtig, dass wir ehrlich werden mit unseren Fragen, die wir haben an uns selber,
an die anderen und auch an Jesus. Weil genau das führt uns tiefer und wir beginnen Zusammenhänge zu erfassen und die helfen uns, dass wir Verantwortung für uns selber übernehmen können, auch fähig werden, Entscheidungen zu fällen, die uns nicht in eine Sackgasse hineinführen, sondern das gibt Raum zum Leben, das führt in die Freiheit. Die Bibel startet mit der Schöpfung von Mann und Frau als Ebenbild Gottes und eine reine Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und die Bibel endet in der Offenbarung mit der Beschreibung des himmlischen Jerusalems, wo kein Leid und keine Tränen sind. Das ist unsere Bibel. Die erste und die letzte Seite, mehr oder weniger, je nachdem, was du für eine Bibel hast. Und zwischen diesen beiden Epochen vom Garten Eden und dem himmlischen Jerusalem, da tauchen ganz viele Fragen auf. Da befinden wir uns. Und ich glaube, dass Gott auch ganz viele Fragen an uns hat, nicht nur wir an ihn. Jesus hat uns ja das ein Stück weit auch vorgelebt. Ich nehme euch mit in die erste Frage, die wir in der Bibel lesen. In 1. Mose 3, da lebten Adam und Eva noch im Paradies, steht: Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Und jetzt kommt die erste Frage in der Bibel. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragte die Schlange die Frau. Die erste Frage kam weder von Adam oder Eva noch von Gott, sondern von der Schlange. Die Schlange verkörpert Manipulation, falsche Versprechen und Lüge. Und diese wurde nicht entlarvt von Adam und nicht von Eva, sondern Evas Antwort darauf war, dass Adam von dieser Frucht aß und sie selber auch. Und sie beide hinterfragten nicht, was die Schlange eigentlich sagte. Sie stellten keine Fragen, obwohl beide wussten, was Gott gesagt hat. Und die nächste Frage, der wir begegnen, stellt Gott dann ganz persönlich. 1. Mose 3, ab Vers 9. Aber Gott, der Herr, rief: Adam, wo bist du? Adam antwortete: Ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Das Realisieren und Hören von Gottes Stimme und die Frage löste ganz, ganz viel Veränderung in Adam aus. Gott zu hören löste Angst aus. Was vorher Wohltat war, Gottes Stimme zu hören, wurde zur Bedrohung. Warum musste sich Adam verstecken? Er realisierte die Scham und das Schuldgefühl gegenüber Gott. Und Gottes Frage war nun: Adam, wo bist du? Es kamen keine Schuldzuweisungen von Gott. Er fragte nach nichts, er fragte nur nach Adam. Adam, wo bist du? Und ich glaube, was Gott sich dann gewünscht hätte, wäre eine ehrliche Antwort gewesen. Ganz einfach: Hier bin ich. Vielleicht auch mit Schamröte im Gesicht, aber einfach: Hier bin ich. Nun hat Gott weitere Fragen an ihn. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott. Hast du etwa von den Früchten gegessen, die ich euch verboten habe? Adam versuchte sich zu rechtfertigen. Die Frau, die du mir gegeben hast, ist schuld daran. Sie reichte mir eine Frucht von dem Baum, deswegen habe ich davon gegessen. Und jetzt sagt Gott: Was hast du bloß getan? Wandte der Herr sich an die Frau. Die Schlange hat mich dazu verführt. Nur wegen ihr habe ich die Frucht genommen, verteidigte sie sich. Mir kommt es vor, als möchte Gott in seinen Fragen handreichen, damit sie bekennen können, was sie gerade getan haben. Aber Adam gab die Schuld Eva
und Eva gab die Schuld der Schlange. Nichts von Klärung. Und wenn wir in der Bibel weitergehen, was die nächsten Fragen sind, da kommen wir in 1. Mose 4, kommen wir zu den beiden Söhnen Kain und Abel, wie sie ihr Opfer brachten. Der Herr blickte freundlich auf Abel und nahm sein Opfer an. Kain und seinem Opfer hingegen schenkte er keine Beachtung. Darüber wurde Kain sehr zornig und starrte mit finsterer Miene vor sich hin. Und jetzt kommt die Frage: Warum bist du so zornig und blickst so grimmig zu Boden? Fragte ihn der Herr. Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen. Wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde schon vor deiner Türe. Sie will dich zu Fall bringen, du aber beherrsche sie. Und die Geschichte geht weiter. Kain fordert seinen Bruder auf: Komm, wir gehen aufs Feld. Als sie dort ankamen, fiel er über Abel her und schlug ihn tot. Da fragte ihn der Herr: Wo ist dein Bruder Abel? Gott fragt nach Menschen. Er sucht Beziehung. Die Reaktion von Kain: Woher soll ich das wissen? Wich Kain aus. Ist es etwa meine Aufgabe, ständig auf ihn aufzupassen? Aber Gott entgegnete: Was hast du bloß getan? In der Geschichte von Kain und Abel ist es Gott, der Kain einfach zurückholen möchte. Warum? Komm, er lud ihn ein, ihn zu sehen. Er hat gesagt: Schau hin, schau mich an. Gott wollte ihm ein Gegenüber sein. Und er wollte ihm ein Gegenüber sein in seinem Zorn, den er hatte. Aber Abel blieb bei seiner Wut und seiner Rache stecken. Und er stellte Gott keine Fragen, sondern er rechtfertigte sich. Ist es meine Aufgabe? Und so könnten wir nun durch die ganze Bibel gehen. Und je länger wir die Bibel lesen, je verwirrter werden die Geschichten und auch die Nöte der Menschen. Und für mich so ein Schlüsselvers steht dann in 2. Chronik 7,14. Wenn dieses Volk, das meinen Namen trägt, sich mir in Demut unterordnet, von seinen falschen Wegen umkehrt und nach mir fragt, dann will ich ihnen vergeben und ihr geplagtes Land wieder heilen. Ich werde jeden beachten, der hier zu mir betet und meine Ohren nicht vor seinen Bitten verschließen. Denn ich habe diesen Tempel als einen heiligen Ort erwählt, an dem ich selbst für immer wohnen will. Mein Blick wird stets auf ihm ruhen, denn mein Herz hängt an ihm. Das ist so eine Liebesbotschaft von Gott. Er redet vom Volk, das seinen Namen trägt. Und ich denke, viele von uns, wir tragen seinen Namen. Und ein Volk, das nach ihm fragt. Er sagt nicht, du darfst keine Fragen haben. Er sagt, die nach mir fragen. Wer nach Gott fragt, der kehrt sich als erstes mal einfach, der wendet sich Gott zu. Ganz einfach. Wenn ich keine Fragen habe an Gott, da habe ich keine Begegnung. Vielleicht kommen ja unsere Fragen beschämt oder so ein bisschen scheu. Oder darf ich das überhaupt? Aber er lädt uns ein. Komm, stell deine Fragen. Und dann sagt Gott in diesem Vers in der Chronik, ich werde jeden beachten, der hier zu mir betet. Das ist eine Hinwendung. Hinwendung zu Gott. Jedes Gebet, jede Frage ist eine Hinwendung zu Gott. Und wenn es darum geht, unsere Identität zu kennen, tun wir gut daran, uns unsere Fragen zu stellen und diese mit Gott zu teilen. Fragen stellen bewahrt uns davor, dass wir uns verschließen oder blockieren, stur werden oder so kämpferisch aggressiv, so wie Kain, der das so richtig ausgelebt hat.
Mit ehrlichen Fragen leben wir Offenheit, zeigen Lernbereitschaft und vor allem wir möchten unseren Horizont erweitern. Es gibt aber auch die rechthaberischen und manipulierenden Fragen. Diese tragen nie dazu bei, dass Beziehungen gesund werden. Auch unsere Beziehung mit Gott, das betrifft sie genau gleich. Wenn wir mit falschen Motiven kommen, nicht ehrlich, sondern irgendwas uns erschleichen wollen, das ist nie gesund in der Beziehung mit Gott. Gott wünscht sich ein ehrliches Herz. Und wenn wir mit einer falschen Haltung Fragen stellen, auch untereinander, und ich spüre, da ist jemand so manipulativ mit mir, was mache ich? Ich entwickle ein Misstrauen. Ich ziehe mich zurück und das schafft Einsamkeit. Also ehrliche Fragen haben bei Gott immer Platz. Ich darf mir Fragen stellen und mit Gott hinschauen. Und es hilft, dass du dich selber besser verstehst und es hilft, dass wir Gott besser verstehen, ihn besser kennenlernen. Und Fragen bringen auch immer das hervor, was in unserem Herzen ist und was in unserem Kopf abgeht. Wenn wir das vermeiden, dann hören wir uns auch nicht, wir spüren uns auch nicht. Deshalb ist es so wichtig, dass wir das auch lernen zu formulieren. Gott konfrontierte Kain und sagte, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen. Wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde schon vor deiner Türe. Sie will dich zu Fall bringen, du aber beherrsche sie. Was wäre wohl geschehen, hätte Kain den Mut gehabt, von seinen bösen Plänen abzusehen und einfach Gott eine Frage zu stellen. Was wäre wohl geschehen? Und ehrlich gesagt kennen wir uns nicht auch selber in solchen Situationen. Wir haben vielleicht nicht gleich den Bruder niedergeschlagen, aber so das Muster dahinter, ich will jetzt nicht, kennen wir doch irgendwie. Aber hätte Kain zum Beispiel zu Gott gesagt, ich verstehe nicht, wieso du an meinem Opfer vorbeigegangen bist und keinen Wohlgefallen gehabt hast. Ich verstehe das nicht. Hilf mir zu verstehen. Das hätte die Türe geöffnet zwischen Gott und Kain. Die Tatsache ist, wir tragen dieses Erbe von Adam und Eva, Kain und Abel, uns aus unserer Herkunft mit. Deshalb kennen wir das ja auch persönlich. Dieses sündhafte und zerstörerische Handeln. Und dann kommen auch unsere Fehlentscheidungen dazu, nicht nur das, was wir vom Erbe her haben, sondern was wir selber auch machen. Also wir leben eine Fortsetzung, auch aus unseren Vorfahren. Wir sind deshalb auch konfrontiert mit viel Krankheit, körperlich, psychisch. Wir erleben seelisch, geistlichen und körperlichen Missbrauch. Wir erleben Süchte, Tod, Gewalt, Ungerechtigkeit und man könnte da die Liste erweitern, das ist so omnipräsent. Jedenfalls in meinem Leben und ich denke auch in deinem Leben. Wir sind alle Betroffene. Und umso wichtiger scheint es mir, dass wir realisieren, bei wem wir Hilfe bekommen und auch Klarheit bekommen. Ich bin überzeugt, dass auch Gott uns die Frage stellt, Adam, wo bist du? Dass er nach uns fragt, jeden Moment, weil er uns sucht. Und wie oft hören wir doch auch den Satz, hat Gott wirklich gesagt? Kennt ihr das? Hat Gott wirklich gesagt? Und in diesem Spannungsfeld befinden wir uns. Elsbeth, wo bist du? Hat Gott wirklich gesagt? Ist das wirklich so? Will das Gott wirklich? Denkt er so? Kennt ihr das? Und das ist ein Spannungsfeld zwischen Gottes Interesse und dem, was manchmal in uns so schwingt, sollte Gott gesagt haben. Und das vernebelt uns auch die Sicht für die Sache, wie Gott die Dinge sieht. Unsere Scham und unsere Schuld, die rückt da dann so wie ein Nebel zwischen Gott und uns hinein. Und dann verleitet uns das auch eben, uns zu verstecken, zu vermeiden, zu flüchten oder zu kämpfen, aggressiv zu werden, einfach um uns durchzusetzen. Aber ich glaube, Gott hat einen anderen Weg, weil er wirklich sagt, wo bist du? Und wir sind sehr komplex geschaffen
Und da sind wir oftmals nicht bewusst, wie viele Zusammenhänge wir einfach als Mensch, als Schöpfung schon mitbringen. Einfach allein mit unserem Dasein. Und ich begreife immer mehr, wie wichtig das es auch ist, dass wir unsere Ganzheitlichkeit beachten. Wir sind nicht nur geistliche Wesen. Wir sind zwar jetzt in der Kirche, aber du bist als ganzer Mensch hier. Er hat uns Fähigkeiten gegeben. Wir können fühlen, denken, sehen, hören, reden. Wir schlafen, wir nehmen wahr. Wir haben eigene Bedürfnisse. Wir realisieren Bedürfnisse von anderen. Wir können empathisch sein. Wir haben eine Körpersprache. Wir empfinden Schmerzen und. Wir sind sehr, sehr komplex. Und unsere Nervenbahnen und Muskeln, das sind Sensoren auch für unsere inneren Zustände. Wer immer sagt, ach, mein Genick, das tut so weh. Frag mal mit Jesus zusammen, was das wohl so auf sich hat. Ich finde es immer spannend, solche Fragen mal zu stellen. Und Gott hat uns so verschiedene Quellen in uns hineingelegt, die wir abrufen können, die uns zur Verfügung gestellt sind, wenn du Schmerzen hast. Wir können schnell ein Medikament nehmen, die Schmerzen gehen weg. Vielleicht kommen sie wieder. Oder wenn du spürst, du bist so innerlich so nervös, dann frag doch Gott mal, was ist gerade mein Stress? Oder frag dich zuerst mal selber und dann geh damit zu Gott. Manchmal wissen wir es nämlich, wenn wir ehrlich sind. Und lasst uns diese Quellen, die Gott uns gegeben hat, auch in der Realisation von uns selber, über unser Herz, über unseren Körper, über unseren Verstand, lasst uns da wirklich unsere Fragen stellen und nimm nicht einfach ein Medikament. Oder lass dich falsch trösten oder geh in die Opferhaltung oder was auch immer. Lasst uns genau in diesem Moment auf Gott zugehen und unsere Fragen stellen. Weil er sagt, wo bist du? Er sucht uns. Und diese Einladung, die ist so konkret. Jesus sagt ihm, komm zu mir. Und Lukas 11, 9, das ist einer meiner Lieblingsverse, vielleicht habe ich den hier auch schon gebracht, aber er ist für mich einfach so stark. Jesus sagt, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Das ist unser Jesus. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Jesus lädt uns so konkret ein, zu ihm zu kommen mit unseren Fragen. Und ob ich meine Lebensfragen alleine anschaue, nur an mich stelle und sie versuche allein zu beantworten oder mit Jesus teile, ich sage euch eins, das ist ein mega Unterschied. Ich denke, da können wir alle ein Amen dazugeben. Es macht wirklich einen ganz großer Unterschied, weil Jesus einfach mit einem ganz anderen Fokus und mit einer anderen Klarheit hineinkommt. Ja, beziehe ich Gott konkret in mein Leben hinein? Oder ist es einfach der Sonntag, die Kleingruppe und sonst löse ich vieles alleine? Ja, lass dich finden. Adam, wo bist du? Ich ermutige dich wirklich für ein ganzes Jahr von ganzem Herzen für diese Begegnung mit Jesus, dass du dich auf diese Begegnung einlässt. Wie immer dein Leben auch war. Manchmal denken wir, nein, damit kann ich nicht zu Jesus gehen. Oder ich habe auch Angst vor mir selber, überhaupt eine Frage zuzulassen. Aber Gott sagt, wo bist du? Er sucht dich. Und frage nach den Absichten von Gott. Gottes Absichten sind gut. Und wenn wir das machen, dann bin ich auch nicht immer auf mich selber fokussiert. Oder auch die Gefahr, dass ich fremdbestimmt werde, die wird viel kleiner. Weil Gott dich als ganzer Mensch sieht und dich als ganzer Mensch ernst nimmt und dich in seine Pläne mit hineinnimmt. Eine andere Gefahr, die wir auch immer wieder haben, ist, dass wir Gott nicht fragen, wir möchten doch den anderen gefallen. Es ist so schön, gesehen zu werden, aber ich wünsche dir eins, werde gesehen von Gott. Und er sieht dich. Das ist das Beste, was dir geschehen kann. Und wir erleben, wenn wir
diese Gemeinschaft mit Gott haben. Und da könnte ich euch ganz viel aus meinem Leben erzählen. Da erleben wir wirklich, wie Gottes Klarheit hineinkommt, wie Gottes Reden hineinkommt und wie Dinge klar werden, wie Dinge ich loslassen kann, weil eben Gott drin ist und ich nicht alleine bin. Und so lernen wir auch kennen, wie denkt Gott über mir? Was hat er mir für eine Identität zugedacht? Oder Dinge, die ich runterdrücken musste, einfach aufgrund meiner Geschichte, die Gott hervorholen will, weil sie zu dir gehören. Das liebt Gott. Er liebt das, uns darin auch zu heilen. Und Gott will unser Design, das er uns zugedacht hat, wirklich hervorholen. Ich staune in meinem Leben, wenn ich jetzt sage, ich komme aus einem tiefen Minderwert, dann staunt ihr wahrscheinlich alle. Aber das ist wirklich so. Ich predige erst seit 10 Jahren. Vorher war für mich Bühne ein rotes Tuch. Ich hätte nicht geschlafen die Nacht vorher. Ich hatte einen ganz tiefen Minderwert. Und Gott hat etwas in mir hervorgeholt. Er hat gesagt, das ist mein Design, das ich dir gebe. Und lasst euch wirklich designen mit dem, was Gott in euch hineingelegt hat von Anfang an. Weil es ist das Beste, was ihr wählt. Und verwirft diese Einladung von Jesus nie. Unser Leben hier auf Erden, wenn wir es mit ihm gestalten, da hat unsere Unvollkommenheit und unser Versagen nicht mehr diesen Stellenwert. Wir sind auf dieser Erde. Ich habe gesagt, zwischen den 2 Deckeln, da ist viel Unvermögen, viel Schuld, aber mit Gott zusammen, mit Jesus zusammen, da haben wir einfach eine andere Basis. Da haben wir Antworten, die hat die Welt nicht, die hat allein Jesus. Und machen wir Gott doch nicht zum Gelegenheitsgott. So, wenn es mir schlecht geht, dann könnte ich ja mal fragen. Er antwortet sogar, das ist seine Gnade. Es ist nicht so, dass Gott dann sagt, du hast vorher nicht nach mir gefragt. Das ist Gott, er sucht jeden Moment, den er nehmen kann. Aber er gibt dir den Lebenssinn und die Zugehörigkeit, wenn du bei ihm landest, wenn du bei ihm ankommst. Und er gibt dir deine Identität im vollen Sinn. Du hast schon seit der Geburt eine Identität, aber die wird erweitert und die wird vor allem auch geheilt durch das, was kaputt gewesen ist und kaputt gegangen ist. Einfach aufgrund unseres Erbes, das wir tragen. Und wenn wir in diesem Design, das Gott uns gibt und in dieser Bestimmung laufen, da blüht unser Leben. Ich kann heute sagen, und das will ich sagen, ich aus viel, viel Gnade, und ich bin so dankbar, dass ich sagen kann, ich bin aus Gnade, wer ich bin. Und ich durfte mich kennenlernen, weil Gott sich mir offenbarte. Das ist so ein Riesengeschenk und das wünsche ich uns allen, dass wir sagen können, ich blühe auf, weil ich erkannt bin von Gott. Da ist so viel Wiederherstellung drin. Kain und Abel, Adam und Eva, da war eine kaputte, zerstörte Identität, eine Beziehungsunfähigkeit. Aber Jesus hat das durchbrochen. Und da sind wir eingeladen, mit hineinzukommen. Es liegt an uns ganz persönlich, wirklich zu sagen, ja Jesus, ich komme. Ich lasse mein Leben reflektieren von dir. Seine Antworten sind lebensspendend. Und stell dir auch die Frage, wofür lebe ich überhaupt? Was ist der Sinn? Wem gehöre ich? Wenn das nämlich geklärt ist ganz vieles geklärt. Sonst sind wir so verunsichert. Aber wenn ich weiß, ich gehöre Jesus, mein Leben ist Gott gewollt, ich bin hier auf Erden, weil er mich wollte und ich gehöre zu ihm, das klärt schon ganz viel. Und das klärt auch, wer du bist, welche Rolle du lebst. Was ist deine Wesensart? Das ist von Gott gegeben. Und je mehr wir dieses Aufblühen erleben, kommt das zum Tragen. Und auch die Frage, was sind deine Werte, was sind deine Glaubenssätze, was ist deine Einstellung? Je mehr das mit Jesus in Verbindung kommt, je klarer werden diese Werte. Und du bist nicht ein Schiff irgendwo im Meer, das hin und her geht, sondern du weißt, welche Werte du trägst, an was du glaubst. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diesen Einfluss von Jesus holen. Von der Welt, den haben wir sowieso.
Und auch unsere Fähigkeiten, den Umgang mit unseren Fähigkeiten. Gott hat uns befähigt von Haus aus. Wir alle, denke ich, wir durften durch die Schule gehen, haben vieles lernen dürfen. Wir konnten Fähigkeiten uns aneignen. Wofür setze ich sie ein? Gebe ich sie Gott, dass er sie segnen kann. Es macht einen großen Unterschied, ob du einfach mit deinen natürlichen Fähigkeiten gehst und Gott draußen lässt. Gott nimmt unsere natürlichen Fähigkeiten und braucht sie für das, was er uns zugedacht hat. Und alles hat auch einen Einfluss auf unser Verhalten. Wenn wir wissen, wem wir gehören, wenn wir wissen, wer wir sind, wenn wir wissen, was meine Werte sind, das wirkt sich einfach aus in unserem Verhalten. Unser Sohn war etwa 15, 16 und ich habe am Computer gearbeitet. Und dann kam er zu mir, er wollte etwas von mir und wahrscheinlich habe ich es nicht so passend gefunden. Und dann hat er zu mir gesagt, also ich habe reagiert, ich hatte den Eindruck, so ich reagiere normal, hat er zu mir gesagt, Mama, hör ein bisschen Musik, das tut dir gut. Anscheinend war mein Verhalten nicht sehr freundlich, eher abweisend und wahrscheinlich fühlte ich mich vielleicht sogar nebengestört, auch, muss das jetzt sein? Und wenn wir wissen, wer wir sind, was ist meine Zugehörigkeit, was ist mein Sinn, da werden wir auch ruhiger im Verhalten. Da wird vieles ruhig, da sind wir nicht mehr so gestresst. Und das hat einfach Einwirkung auf unser Umfeld. Also wenn Tobias mir das so reflektiert hat, ich wurde viel sorgfältiger, ich sage es, das war für mich eine Lehre, einfach so, okay, anscheinend war meine Reaktion nicht ganz so das, was sich ein Sohn von seiner Mutter wünscht. Ich war mir das nicht einmal bewusst. Aber es hat einen Einfluss, ob ich weiß, wer ich bin, in meine Umgebung hinein, in die Berufswelt hinein, dort, wo du arbeitest, bei dir zu Hause, wenn du unterwegs bist. Es hat einen Einfluss. Und ich möchte dir einfach sagen, freu dich mit Gott zusammen an deiner Person. Gott wollte dich und er stärkt dich in dem, wer du bist. Deshalb geh mit deinen Fragen, die du hast, zu Jesus. Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, ich bin die Türe. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und deshalb empfinde ich es fahrlässig, Jesus im Leben auszuklammern. Es ist das Beste, wenn wir Jesus wählen und sagen, ja, mit dir zusammen. Und die Einladung steht auch heute. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Er will tiefe Gemeinschaft mit dir halten und er will deine ehrlichen Fragen hören. Er liebt es. Und er will dir zuhören und er möchte auch, dass du ihm zuhörst. Das braucht Zeit. Aber dann erlebst du diese wichtige Zugehörigkeit. Da bin ich zu Hause. Da erfährst du den Sinn, wofür du wirklich hier bist. Wir feiern heute das Abendmahl. Und für mich ist das so einfach ein so wertvolles Zeichen von der Liebe Gottes, wo Jesus gekommen ist und Jesus sagt, komm, ich habe Gemeinschaft mit dir. Du bist eingeladen, es ist ein Ort der Gnade durch das Sterben Jesu und durch seine Auferstehung. Und Jesus kam, um gerade diese Beziehung, die so kaputt gegangen ist, wiederherzustellen. Ein großes Geheimnis in meiner Ehe war, als ich erkannte, wie viel Beziehungsunfähigkeit die Sünde auslöst. Da habe ich zu Gott gesagt, Gott, heile meine Beziehungsunfähigkeit. Mach mich beziehungsfähig. Es war ein Gebet und Gott hat echt geantwortet, weil ich spürte, es macht so viel kaputt. Und da hinein kommt Jesus und sagt, ich nehme das auf mich, ich trage das am Kreuz. Und wir dürfen Söhne und Töchter des himmlischen Vaters sein. Gott hat uns positioniert. Nehmen wir diesen Stand ein und Jesus hilft uns, unsere Beziehungen wiederherzustellen. Das, was im Paradies kaputt gegangen ist. Und so wie ich im 1. Mose angefangen habe, möchte ich in der Offenbarung am Ende der Bibel, da haben wir gestartet, möchte ich aufhören, wie Gott einfach nochmal einlädt. Im zweitletzten Kapitel lesen wir,
In Offenbarung 21, Vers 16. Ich, Jesus, habe meinen Engel zu euch gesandt, um euch diese Botschaft bekannt zu machen. Sie ist für alle Gemeinden bestimmt. Ich bin der Nachkomme Davids, der Spross aus einem Wurzelstock. Ich bin der helle Morgenstern. Der Geist und die Braut rufen, komm, komm. Und wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen, komm. Wir wollen einander einladen. Jesus lädt ein und wir wollen einander einladen. Wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens. Er bekommt es umsonst. Das ist Gnade. Stelle dir Fragen, besprich sie mit Jesus. Ich wünsche dir einfach tiefe Begegnungen mit Jesus, mit deinen Fragen, die du hast in deinem Leben. Amen. Lass uns einen Moment einfach stille sein. Nimm das, was der Heilige Geist zu dir gesprochen hat und geh wirklich zu Jesus. Wir schließen die Augen und gehen wirklich einfach die Gegenwart zu Jesus. Das, wo du spürst, das ist heute dran. Das hat Jesus dir heute aufgezeigt, der Heilige Geist. Nimm das. Ob es eine Frage ist oder einfach hier bin ich komme. Oder auch, dass du spürst, ich schäme mich für so vieles. Geh damit zu Jesus. Jesus wartet. Und wenn du spürst, du hast Angst, dich überhaupt aufzumachen, ich möchte dir Mut machen. Jesus kennt dich und er kennt auch deine Angst. Du darfst kommen. Du darfst einfach mal sein bei ihm. Und es wird der Punkt kommen, wo du darüber reden kannst, das, was dich bewegt. Aber Jesus lädt ein und sagt, komm. Mach einen Schritt auf Jesus zu, gerade mit dem, was dich so hindert. Oder auch wenn du spürst, wie viel Rebellion in dir gerade hochkommt, weil du auch enttäuscht bist von Jesus. Jesus lädt dich ein, komm, schau mich an. Jesus, danke, dass in deiner Gegenwart so viel Gnade ist. Raum zum Leben, Raum für die Dinge zu bringen. Jesus, du sagst, komm zu mir, suche mich. Danke, dass du jetzt empfängst, jedes, das wirklich zu dir kommt, so wie es ist, mit dem, was es gerade bringt. Danke, dass du deine Arme offen hast und dass du einfach da bist und dienst in deiner himmlischen Weise, in deiner göttlichen Weise, das alles übersteigt. Danke für deine Liebe, die gerade auch jetzt in die Herzen hineingelegt werden wird durch dich. Danke, dass du dienst und einfach Ja sagst, dass wir nach Hause gehen dürfen und wissen, das tiefe Ja von dir, das dürfen wir wirklich haben. Und es ist ein Türöffner für die nächste Begegnung, die wir mit der nächsten Frage haben dürfen, mit dem nächsten Anliegen. Danke, dass du das tief in unsere Herzen hineinschreibst, diese Einladung und dieses Wissen, ich darf ankommen. Danke, dass du ein Gott der Begegnung und der Beziehung bist und ein Gott der Gnade mit offenen Armen. Amen.